schnusige, herzige Bilderrämchen mit Samtinhalt. Solche süssen Bildchen möchten wir heute machen. Die kann man prima brauchen als Ephemera für ein Junk Journal. Man kann sie aufkleben oder einfach so in ein Täschchen reinstecken. Man kann mit denen dekorieren. Ich möchte einfach wieder ein bisschen Material haben, um meine Journals aufhübschen. Genau, und die werden wir doch jetzt heute miteinander machen. Ich würde sagen, Achtung, fertig, los! Hallo zusammen, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, dann würde ich sagen, stürzen wir uns rein. Ich habe hier als Hintergrundpapier einmal ein bisschen Buchseiten genommen und da irgend so ein eingefärbtes Zettel, da noch ein bisschen mehr. Ich denke, das tun wir mal auf die Seite. Und ein bisschen Müsterli-Papier. So, das wäre so meine Ausbeute als Innenleben, als Bild für unseren Bilderrahmen. Habe ich da so ein bisschen Zeugs rausgesucht, ein bisschen Blümchen und ein bisschen Tierchen. Und da auch habe ich noch ein paar so Grinden, ein paar kleine Fotos, die ich aus einem Buch ausgeschnitten habe, aus einem schwarz-weißen. Und schon ein bisschen geinkt habe. So, und ich habe das Gefühl, schau mal, das würde auch wunderbar so in so ein kleines Rämchen reinpassen. Gut, da habe ich jede Menge Rämli-Stempel und ich würde sagen, ich fange jetzt gerade mal mit dem an. Ich nehme damals Oxide. Ich habe es vorher schon ausprobiert, das Oxide, das Ink und auch das Stay-On, das Wasserfeste. Hat mich jetzt gedacht, sind alle etwa ähnlich rausgekommen von der Schwärze her. So. Ja, genau. So, machen wir da einfach mal so ein paar. So, oh ja, ich habe das Gefühl, das wird auch ganz schnusig mit dem, fast so ein bisschen Tapeten-ähnlichen Papier hier. So, jetzt haben wir mal ein anderes. Also ein viereckiges, also ein quadratisches. Meine natürlich. So. Ich habe das Gefühl, dass mit dem Buchseitenhintergrund, das könnte auch noch ganz cool werden. Oh, das ist ein bisschen verrissen. Ich denke, ich tue da eher den kleineren drauf. Dann haben wir halt gleich noch das da. So, was könnten wir noch? Was haben wir noch? Oh, da ist noch so eine kleine eckige, der gefällt mir jetzt auch noch. Mit diesen lustigen Ecken hier auf der Seite. Oh, ja, oh. Ich habe gemeint, sie komplett krumm, da passt es nicht rein. Die Seite ist natürlich verkehrt, ich habe es ja schon gesehen. Aber beim Rahmenstempeln ist es ja jetzt noch so egal. So, mit dem kleinen Zeug können wir da drauf. Auf das ein bisschen verrupften. So. Und dann haben wir noch ganzes Rundes. Da kommt dann vielleicht ein Blümchen ganz gut raus.
So. Das ist mal wieder eine Stemplerei. He? Aber das liebe ich doch so. So, jetzt hier haben wir mal ein Querwerks, so eins. Und dann machen wir doch jetzt auf der anderen Buchseite noch ein Höhenwerks, so eins. So. Ja, ich habe gemeint, dass ich noch irgendetwas drunter, aber nein, ist es nicht. So, da von dem wollte ich auch einen Höhenweg. So, schauen, dass ich da mit meinen vollen Fingern nicht überall drauf schlirge. Ja, was machen wir noch? Jetzt nehmen wir noch so eins hier. Kleines, grosses. Oh ja, das ist auch noch schön, he? Dann hätte ich die aber noch gerne Ovals, die gefallen mir auch so gut. So, das Ovale. Das hat doch da noch gerade gut Platz drauf. So. Machen wir hier noch mal eins. Das hat zwar einen Riss, aber ist egal. Da kleben wir ja dann noch etwas rein. Aber jetzt sind wir so schön über dem Blauen. So, wo machen wir das noch her? Da? So. Gut. Und jetzt hat mir das noch so gefallen. Das möchte ich doch einfach noch haben. Mit diesen schönen Ecken. Oh, passt das da? Ganz knapp. Oh, fast ein bisschen übereinander, aber ja, dort schneiden wir den einfach in der Mitte durch und dann kommt das schon gut. So, da hat es natürlich nicht mehr Platz. So, ja, komm, wir machen doch einfach noch eins. So, und jetzt müssten wir fast hier noch ein Ovals her tun. Hier drin. Das wäre ja sonst Platzverschwendung, ne? Dann machen wir hier auch noch gerade eins. So. Und hier auch noch eins. Einfach, weil wir gerade so schön dabei sind. Und dann könnten wir doch hier noch so eins machen. Oh, hat keinen Platz. Nein, machen wir es halt hier. So und so. Ich weiss, so viel können wir nachher ganz sicher nie dekorieren, aber hey. Das muss man ja auch nicht alles aufs Mal machen. Man kann ja dann einfach ein anderes Mal finden, oh, da habe ich ja noch so schön gestempelte Rähmchen. Jetzt könnten wir noch mit denen gerade irgendetwas basteln. So, wow, jetzt haben wir viel. Da muss ich dann alles noch ausschneiden. Oh nein! Also, aber ich glaube, ich klebe zuerst drauf, dann fliegt mir das Zeug ein bisschen weniger um die Ohren. Den Stempel schmeißen wir mal da einfach rüber. So,
uns nicht im Weg kommt. Und jetzt. Und jetzt. Hui. Da hätten wir ein schönes Sommervögeli. Ja, das ist jetzt die Frage. He? Also, die hier, die ich hier gemacht habe, die habe ich alle geschnitten. Natürlich nicht ganz wunderschön ausgeschnitten. Die Frage ist eben, ob das jetzt besser aussieht mit Reissen oder mit Schneiden. Ich weiß es nicht. Ich finde Reissen ein bisschen mühsamer hier. Das kann man natürlich dann auch nicht so genau. Und dann geht es 100 Jahre. Ich glaube, ich tue mal ein bisschen schneiden. Oh, die können wir ja noch verteilen. Da gerade. Die sind ja schon. Ach, ich finde die so süß. Schau mal, die Dame mit dem Regenschirm. Sehr herzig. Würde die da reinpassen? Oder eher in ein Ovals? Ja, ich glaube, die nehmen wir so. So, und dann da der feine Herr. Der ist da ein bisschen mickrig, he? Aber allzu fest an dem umschneiden will ich jetzt auch nicht. Noch, sonst wird er noch winziger. So, die hier, die braucht auf jeden Fall entweder ein Ovals oder ein höchst langes. Das, ist das zu reingequetscht? Nein, ich glaube nicht, he? Und die Dame hier, die darfst du gerne, oh, das muss ich natürlich den richtigen Weg umheben. Die dürfte also in ein Rundes, mit Blümchen. Oder da, sieht man die Blümchen gar nicht mehr. So, nein, die will hier ins Runde rein. Sehr herzig. Also, dann hätten wir jetzt hier noch ein Bienchen. So, also eben gerade mit diesen dünnen Beinchen und Fühlerli und Zeug und Sächeli würde ich das jetzt nie im Leben irgendwie ganz super schön ausschneiden. Also super so ganz genau, oder? Das geht ja gar nicht so wirklich. So, mal schauen, wo wir den hier unterbringen. Die hohen langen sind wahrscheinlich zu schmal. Nein, nicht zu den Blümchen. So. Ja. Oder auch die Höhe. Nein, das geht nicht. So. So ist gut. Jetzt der hier. Der hier. Schneiden wir doch auch noch ein bisschen. Sommervögel kommen immer gut in Bilderrahmen. Ja, Sommervögel kommen einfach immer gut. Da verdecken wir voll alle Blümchen. Das ist mega schade. Es ist irgendwie nicht schlau gestempelt. Oder da, oh, schau, da haben wir oben gerade so eine schöne Reihe Blümchen noch. Oder unten, oder so. Ja. So, da haben wir noch ein Käferchen. Ach, das schnussige Blaue. Da verdecken wir alles blau, oder nicht? Ja gut. Das verdecken wir ja sowieso. So, und dann haben wir noch ein Käferchen. Das ist ein bisschen kleiner. Das ist ein bisschen grösser. 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 Das ist ein bisschen grösser
Aber würde es da noch gut kommen? Schon, glaube ich. So, dann das wäre ein Kandidat für auch so ein höchstes, schmales. Wo haben wir denn noch so schmale? Ach, das sieht ganz dumm aus. Mit dem Stiel, das geht gar nicht. Dann machen wir es halt so. Voilà. Und dann kommt das hier in ein... Gang rein. In ein Rundes rein. He? Ja, ist ja gut. Und dann das da. Wo passt das? Wo passt das? Das sind wieder komplett alle Blümchen weg. So, passt da? Nein. Nicht so überzeugt. So. So vielleicht, hä? Ja, ich würde sagen, machen wir doch da. So, und wenn wir jetzt Schwein haben, passt das da in ein höchst langes. Ich nehme jetzt das mal mit. Ja. Ja, das ist noch ein bisschen zu lang. So. Da, oh, schau, das Weisse würde auch hier reinpassen. So. Das muss ja gar nicht so komisch tropfenförmig sein. So, besser. Oh ja, wie herzig. Ah, sehr hübsch. Ganz schnusselig. Und dann das da würde noch irgendwie in ein kleines reingehen. So. Oder ein viereckige. Oder da. Ja, wo denn? Ja, wo denn? Da. Nö. Lieber da. Oh, jetzt da ist noch etwas Hübsches. Ups. So, wer hat da noch ein gelbes Blümchen bestellt? Das ist ja viel zu gross. Da ist es ein bisschen mickerig. Da passt es gar nicht. Tja, dann kommt es halt gleich da. Oder? Oder da. Ah, da. So, und das wäre doch jetzt ein Kandidat für ein grösseres rein.
Oh, look. Oh, hübsch. Sorry. Und das wäre doch auch noch schön in einem grossen. Da. Mal schauen, wie viel das von dem Büscheli denn da Platz hat. So, das ist natürlich ein bisschen zu riesig. He? Dann müssen wir da ein paar von denen noch abschneiden. Wie machen wir denn das jetzt? So. Ah ja, schau so. Das sieht doch gut aus. Und das können wir auch gerade aber noch benutzen für irgendwo. Und zwar da. Das Mickerig da. Ist das zu gross? Ja, die Schmalen sind schwierig. Die Schmalen sind wirklich schwierig. So. Habe ich denn noch etwas? Oder haben wir jetzt alles, was ich rausgenommen habe, gebraucht? Ja, da könnten wir zwar schon noch eins nehmen. Eins so für ein kleines. Das ganzes munziges. Jö, schau mal. Ach, wie herzig. Oder vielleicht sogar da, wo man noch Blümchen sieht. Wo es noch Blümchen hat. Nein, aber in ein viereckiges. Ein viereckiges haben wir noch? Ah, mal haben wir eins. Eins haben wir. So, und da hat es nämlich jetzt auch noch gerade eins, so ein munziges. Und das würde doch hierher passen. So, jetzt haben wir nur ein wenig grosse und haben wir von dem haben wir da noch eins. Ich wäre also noch für nochmal für ein Sommervögel. Da habe ich ja zwei extrem schnusige Flatterviecher gefunden. Was sind doch das für Dinge? Sind das irgendwelche Bären? Es gibt doch die heißen so Bären. Irgendwie. Doch, tatsächlich. 6, oder? 6. Da. Purpurbär. Purpurbär. Und schau mal, wie der schön aussieht hier. Oh nein, aber jetzt ist es der falsche Weg rum. Die Schrift. Der Purpurbär muss halt der hier her. Ah. Der hat jetzt super ausgesehen dort. He? Und da haben wir nämlich noch mal so einen Bär. Aber der, ja, für den haben wir jetzt gerade keins. Mal das hier. Das würde noch gehen, komm, wenn wir den schon haben. Dann nehmen wir doch den auch noch gerade. So, wenn er doch einfach gerade schon so da ist. He? So, gut. Oh, hübsch. Ich habe Freude. Inken. Jetzt wird das Zeug geinkt. So, jetzt können wir das ganze Zeug aufkleben. Gut, also, jetzt, wie wir die alle ausschneiden.
Voilà. Jetzt. Oh mein Gott, sind die schnusig. Schau mal. Aber ich muss natürlich jetzt noch schnusiger werden, so wie die. Das heisst, nochmal ein bisschen Inken. Schau mal, so cool. Und jetzt die hier, die habe ich weiss nicht, ob ihr es seht, wie es glitzert, noch ein bisschen mit Gold verschönert. Gold habe ich hier einfach das hier, es hat auch nicht mehr so besonders viel drin und ich habe das einfach so gemacht. Also die Seiten ein bisschen drin badet, die Kanten. So, oder da könnte man. So, oh ja, das geht noch recht gut. So. So, da wäre sie. Ich glaube, ich muss auch gar nicht überall Gold dran tun. Vielleicht sind einige gerade ganz froh, wenn sie kein Gold dran haben. Wenn man ein Journal hat, wo jetzt Gold vielleicht nicht ganz so passt oder wenn man es nicht unbedingt glitzerig haben, dann nimmt man sich einfach eins, das nicht glitzert. So, hey, mir hat das wieder mal super Freude gemacht, mit euch zusammen die herzigen Bildchen zu basteln. Und vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!